Das Migros-Label aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei der Lüt. Das sind Stöcklis aus Muri, Kanton Aargau. Sie möchten in ihrem Haus eine Flüchtlingsfamilie aufnehmen. Aber ganz so einfach ist das nicht. Wir haben viele bürokratische Hürden müssen nehmen und viel Zeit investiert. 3 Jahre lang war Korea das Zuhause der Familie Jürgensen. Jetzt machen sie sich parat auf ihr Zurückkommen in die Schweiz. Für die Kinder ist der Schritt besonders hart. Es ist kein Freudentag für Sie heute. Das ist die Familie Götz aus Mettmerstetten, Kanton Zürich. Sarah erwartet Zwilling. Es ist ein Auf und Ab. Die Geburt steht unmittelbar bevor. Ich möchte eigentlich mir etwas abnehmen. Du kannst eigentlich gar nicht viel machen, auch für sie da sein. 3 Familien, 3 Welten. Das ist SRF bei den Leuten Familiensache. Das Spital in Affolter am Albis. Da soll ein Zwilling von der Familie Götz auf die Welt kommen. Es ist 10 Tage vor dem Termin, aber weil das Fruchtwasser knapp ist, hat man entschlossen, die Geburt einzuleiten. Wie lange sind Sie heute da? Ich habe um 7 angefangen. Sarah möchte spontan gebären, ohne Kaiserschnitt. Ja. Dass man jetzt nachhelfen muss, geht ihr gegen Strich. Ja, ich meine, ich kann es jetzt ja nicht ändern. Also ich nehme es jetzt einfach mal locker und wir hoffen, dass wir das wirklich anstupsen können, dass es losgeht. Ja. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich mich jetzt da verrückt mache. Also es ist eher kontraproduktiv. Ich nehme es jetzt lieber mal locker. Ich denke, ja, es ist eine lange Zeit, wo wir jetzt sicher da sind, oder sie auch, und sie auch unterstützen will. Und eben weisst auch nicht, wie sie reagiert oder was passiert. Und, ja. Winke haben wir auch. Ja, er kann mich nachher auch bedienen. Für das habe ich ihn ja mitgenommen. Nein. Ja, sieht man, dass die Gebärmutter so etwas unruhig ist, aber keine richtige Kontraktion. Ne? Dann machen wir so erstmal so halbe Stunde CTG erstmal, aber es muss weiter laufen. Langs CTG an mir, oder was? Oder ja. Ah, sicher. Aber kann ich aufstehen? Weil ich finde das immer das Schlimmste, auf dem Bett hocken. Ja. Auch wenn die Wehen noch nicht eingesetzt haben, die Hormone bei der Sarah sind ein bisschen durcheinander. Ja, jetzt können wir Vollgas. nicht. Ja, Vollgas. Willst du auch mal anheben? Das ist wieder typische Aussage. Jetzt heisst es warten. Alles wäre schon parat für die Geburt. Mittlerweile ist es Mittag. Mögen Sie etwas essen, Frau Götz? Nein, also für mich ist es gut. Ist gut? Ja. Für Sie, Herr Götz, möchten Sie es essen? Ja, sonst, ja. Dann nehme ich gerne, ja. Ich habe es für mich ist es gut. Gut. Dann können Sie es dann nach der Geburt haben? Ja. Dann mögen Sie dann wieder. Nein, das ist wirklich gut. Danke vielmals. Bitte, gut. Seit 1,5 Stunden bekommt Sarah die Wehmittel. Passiert ist noch nichts. Nur ihre Stimmung, die ist am Kippen. Wenn ja, gab es Komplikationen, zum Beispiel starke Blutungen. Hast du es gelesen oder nicht? Bist so lustig. Das steht ja noch schwarz auf weiß. Ja, das ist ja klar. Der Yves hat bei der Frage nach der letzten Geburt ein falsches Kreuzchen gemacht. Ja, ich glaube, es ist schon gut. Du bist ein Lustiger. Willst du jetzt nicht essen? Es wird kalt. Eine halbe Stunde später. Das Essen ist schon kalt. Und etwa gleich eisig ist die Stimmung bei der Sarah. Na, ist gut. Ja, darf ich nachher mal aufstehen? Schon, oder? Schauen wir mal. Ja. Ja, weil also ich bin nicht so die da 6 Stunden rumliegen. Ja. Oh, das hat ja Rollen, oder, das Gerät? Das hat auch Rollen. Eben. Genau. Das kann man so ein bisschen... Ja, ich meine, für die Wehe und für das ist es ja gescheiter, ich stehe. Es bringt ja mehr, wenn es gegen oben drückt. Ja. Natürlich. Eben.
Zara hat klar das Zepter in der Hand. Nicht nur bei der Geburt. Jede Frau ist der Chef daheim, würde ich mal sagen. Nein. Ja, ich glaube, so bei gewissen Sachen sicher, ja. Habe ich so ein bisschen... Oder ja, wie sowas läuft. Aber es gibt auch Sachen, wo er auch noch mitreden darf. So 1-2 Mal im Jahr. Wegen dem Aufstehen hat man Zara von der Maschine abgehängt. Jetzt weiss auch der Elektrozeichner Yves nicht mehr, woher mit diesen Steckern. Das ist ja nicht so eine Sache. Spielt das eine Rolle, in welchen Knopf das ist? Ich glaube nicht. Das gibt drin. Ja, weißt du was? Ja, genau. Ja, da würde ich dich sehen, wenn das so wäre. Ja. Vielleicht besser keine Witze mehr. Es soll sowieso einfach langsam etwas gehen. Die Kinder kommen heute nicht. Ich habe es gesagt, ich muss immer in der Nacht. Nein, sie kommen heute gar nicht. Ja, das ist mein Gefühl. Am anderen Ende der Welt, in Seoul, der Hauptstadt von Südkorea, wo über 10 Millionen Menschen leben. Korea war 3 Jahre lang die Heimat der Familie Jørgensen. Der Christian Jørgensen hat hier für die Schweizer Armee gearbeitet. Jetzt ist sein befristeter Einsatz vorbei. Es ist für uns natürlich jetzt der letzte Gang in diese Botschaft, wo wir ja zahlreiche Anlässe hatten, wo wir auch die Leute kennen. Es ist von dem her gesehen schon noch komisch, dass wir jetzt das letzte Mal in das Gebäude gehen. In der Schweizer Botschaft müssen sie sich abmelden, bevor sie Korea verlassen. Ja, Frau Bang. Guten Tag. Ja. Sind Sie frei? Vielen Dank, dass wir vorbeigehen kommen dürfen. Wir müssen uns abmelden, wir verlassen Korea. Wann gehen Sie? Am 30. Oktober. Am 30. Ja, Oktober? aber ja, schon bald. Aber eben, es gibt noch so viel zu erledigen und wir wollten das jetzt noch machen. Wir sind mitten im Umzug. Neue Adresse in der Schweiz. Machen wir gerne. Brauchen Sie unsere Pässe noch? Nein. Die Reise zurück in die Schweiz ist schon eine ins Ungewisse. Der Christian Jørgensen hat noch keine neue Stelle. Da können schon mal Existenzängste aufkommen. Aber das kostet. Jawohl. 48.000. 48.000. Eine finanzielle Einbuße muss die Familie sicher in Kauf nehmen. Es ist für mich ein ungutes Gefühl, dass ich jetzt zurückkomme und nicht direkt einen Job einsteige und noch nichts zugesichert habe. Auf der anderen Seite ist das etwas, wo ich von Anfang an gewusst habe, dass ich irgendwann zurückkomme und dann nicht zwingend direkt arbeiten kann. Wir haben ein bisschen Geld gespart und wir können auch vielleicht mit diesem Geld leben. Wirklich, ich habe keine Sorge. Dong Hee bringt nichts aus der Ruhe. Auch nicht das, was jetzt auf die beiden zukommt. Jørgensens müssen nämlich noch etwas weiteres für die Rückreise aufgleisen. Ihr Auto. Also, dann tut er jetzt anfangen aufladen. Hoffentlich trifft er die Rampe mal. Ist gut. Und jetzt? Wie fahren wir, Jackie? Fahren wir voraus? Wie? Fahren wir voraus? Oder er weiß, wo das ist? Weil ihr Auto abgemeldet ist, müssen sie es transportieren. Sie löst es per Schiff in die Schweiz schicken. Zum Glück ist Dong Hee Koreanerin und kann alles organisieren. Verstehe ich nicht. Ich weiss jetzt das Thema, aber ich kann nicht genau sagen, was sie jetzt ihm sagt. Es klingt immer sehr kompliziert. Ich habe das Gefühl, wenn ich etwas erkläre, geht es nicht so lang. So, Adesche fährt jetzt. Ja. Ja. Dann, ich habe schon ihm gesagt, wir wollen etwas zum Trinken. Ja. Irgendwo. Westpiontek oder so. Ja. Aber er sagte mir heute,
Stau wird. Ja, also dann gehen wir langsam, oder? Ja, ja. Jürgensens fahren mit dem Mietauto ihrem verladenen Auto hinterher. In die Hafenstadt Bjöngdeck. Etwa 60 Kilometer von Soule weg. Die 2-jährige Lynn ist auch mit dabei. Was tut er so? Hier ist der 30 Kilometer. Ist der 30er-Zoll? Ah. Weißt du, in 3 Wochen sitzen wir schon fast im Flugzeug nach Hause. Wow. Wir haben ein bisschen schwierig den Weg zu finden, aber bald. Wir haben geschafft. Es kam eine grosse Veränderung auf Jürgensens zu. Und wenn der Christian nicht alles ganz genau planen kann, ist es ihm nicht so wohl. Zum Glück geht bis zur Verschiffungsstation alles gut. So, das Auto ist da. Jetzt wollen wir erleichtert, dass wir jetzt am richtigen Ort sind. Das wollen wir. Es ist alles gut gegangen. Jetzt müssen wir einfach noch schauen, dass wir jemandem das Auto anvertrauen können. Und dann kommt das ungute Gefühl. Man lässt das Auto hier, wir gehen ohne Auto und hoffen, dass wir es in Zürich wieder sehen. Okay. Das Auto ist jetzt 2 Monate unterwegs und wird via Rotterdam auf Zürich transportiert. In Muri im Aargau bei der Familie Stöckli steht der Haussegen wieder gerade. Anfangswoche haben Daniela und Cornel Stöckli noch gebibbert, weil sie mit ihrem Anliegen, Flüchtlinge bei sich aufzunehmen, vor einem Gemeinderat haben müssen. Jetzt haben sie grünes Licht bekommen. Ich habe das SMS bekommen vom Hampi, vom Gemeinderat, und ich war so erleichtert. Ich habe mich so gefreut, dass es endlich jetzt wirklich definitiv ist und die Zeit vorbei ist von dieser Ungewissheit. Und jetzt können wir weitermachen und ich freue mich wirklich. Ihr Projekt nimmt also wieder Fahrt auf. Daniela und Cornel gehen bei Freunden und Bekannten Möbel holen, um die Einlegerwohnung für die Flüchtlinge einzurichten. Der Hintergedanke, dass wir hier den Aufwand auf uns nehmen, ist, weil wir eigentlich auch wollen, dass die Sachen, die sonst rumliegen, auf den Estrich, in den Kellern, dass man das wieder nutzen kann. Weil das wird irgendwann ja weggerührt oder landet irgendwo auf dem Brocki. Und ich glaube, die Leute würden dann gerne das geben, dass es wieder gebraucht wird. Und von dem her ist es einfach ein bisschen etwas gegen die Wegwerfgesellschaft, wo man sagt, ja, man kauft alles immer wieder neu. Und das ist natürlich auch eigentlich schön, dass wir hier ein bisschen nachhaltiger das zusammentragen können. Also ich warte noch. Nein. Ich kann schon nicht aufstehen. Es ist schon an der Grenze. Es ist ziemlich schwer. Schwerer als ich gedacht habe. Ja, er hat den Tritt. Gut. Aber es geht. Mit ihrem Projekt, Flüchtlinge aufzunehmen, haben sich Daniela und Cornel ziemlich etwas aufgeladen. Ja, vielleicht holen wir uns schon noch einen Rockenschaden. Ich glaube so. Wieso? Du schiebst noch ein bisschen. Ist gut, kannst du weggehen. Gut. Es geht weiter mit Möbel zusammensuchen. Zum Glück hat Daniela einen Rheumatologe geheiratet. Und er ist noch ein kräftiger. Ich habe als Student als Zügelmann gearbeitet, von dem her ist mein Rücken gut und ja, nein, Daniela ist hier eher ein bisschen anfälliger, aber ich tue sie am Abend gerne massieren, wenn sie ein bisschen weh hat. Das geht schon. Das geht. So weit, so gut. Aber mit einem Sofa ist noch nicht eingerichtet.
Weiter geht's mit der nächsten Fuhr. Und die ist ziemlich ergiebig. Stuhl, Tisch, Mikrowelle. Und auch Details, ja, sogar eine Tortenschaufel haben sie uns mitgegeben. Es soll schliesslich an nichts fehlen. Zum Schluss noch reinräumen. Einrichten tun sie erst, wenn die Wohnung ganz fertig renoviert ist. Stöcklis freuen sich auf die neuen Bewohner, auch wenn sie noch nicht wissen, wer da genau kommt. Du hast schon ein bisschen leer, he? Das Sofa ist kleiner, ja. Sie sind Flüchtlinge, sie bringen ihre Geschichte mit, aber sie bringen auch ihren Charakter mit und ihre Eigenschaften. Und ja, wir sind gespannt, wie denn das klappt im Zusammenleben, weil ja nicht alle Menschen miteinander gleich harmonisieren. Und ich denke, das wird sich dann zeigen. Es ist schon manchmal ein Kribbeln im Bauch, jetzt, wo wir gewusst haben, das ist jetzt durch die Gemeinderat durch. Oder? Das ist natürlich Freude, aber halt auch so ein bisschen Lampenfieber halt auch, oder? Wie es dann wird. Oder? Vor allem eben die Gegenüberstellung, die dann zuerst passiert. Auf das sind wir natürlich schon gespannt, wie ein bisschen Ostern, Weihnachten fast miteinander. Ja. Was die Stöcklis nicht wissen, bis zu dieser Gegenüberstellung müssen sie sich noch ziemlich gedulden. Auch das Affolter am Albis im Spital ist Warten angesagt. Warten auf die Geburt der Zwillinge der Familie Götz. 3 Stunden sind mittlerweile vergangen. Es ist mehr geworden, ja. Es ist einfach viel intensiver jetzt ja. Aber ja, ob es jetzt mehr geworden ist, also ob es so weiter geht, keine Ahnung. So, grüezi miteinander. Grüezi. Die Gynäkologin schaut, ob alles nach Plan verläuft. Intensiver mit den Schmerzen? Ja, das schon. Ja. Ja. Sehr gut. Spüren Sie schon ein bisschen Druck? Ja, am Kreuz einfach. Am Kreuz fest, ja. Auch mit dem Schnaufen. Ja. Aber es ist einfach so, dass ich jetzt wirklich muss jetzt ist ein bisschen schnaufen, ja. Ja. Super, so haben wir es wählen. Dass es wirklich kommt. Meinen Sie nicht? Ich weiss es nicht. Oh, sie wollen einfach nicht kommt gut, Sie glauben es gar nicht. Sie wollen nicht enttäuscht sein, gell? Yeah. Nein, Sie kommt gut. Das kommt gut. Ja, sicher. Das lange Warten und wenig Schlaf machen der Sarah langsam zu arbeiten. Und auch, weil sie nicht weiss, ob sie ihre Zwillinge wirklich heute noch natürlich gebären kann. Nein, ich glaube es noch nicht. Aber es sind alle so positiv eingestellt, dann bin ich es auch. Ja. Ich möchte schon, dass die Kinder heute kommen. Wenn sie auch endlich mal kennenlernen, wer sie sind. Jetzt haben wir lange gewartet. Eine Stunde später. Jetzt sieht alles ganz anders aus. Sarah hat zum ersten Mal richtig Wehen. Weil sie schon 2 Kinder natürlich geboren hat, weiss sie, was ihr gut tut. Es geht mir besser. Moralisch geht es mir besser, ja. Ja. Jetzt ist auch etwas gegangen und ja, die Kinder kommen heute. Ja. Ich möchte eigentlich etwas abnehmen. Du kannst eigentlich gar nicht viel machen, auch für sie da sein und vielleicht noch gut zureden oder massieren oder streicheln oder wo sie sich jemand heben kann, oder ja. Aber sonst kannst du eigentlich, was willst du mehr machen, gell? Und leidest auf eine Art mit und ja. Ja, ich bin froh. Man gehört dazu. Auch wenn es einfach nur da nebendran sind. Die nächste Wehephase hat eingesetzt. Jetzt gilt es zu hoffen, dass die Zwillinge bald und gesund auf die Welt kommen. Knapp 9000 Kilometer von der Schweiz weg, im Herz der Metropole Seoul. Dong Hee und Christian Jürgensen machen ihren letzten Familienausflug, bevor sie in die Schweiz kommen. Und der führt an einen besonderen Ort in der Stadt, ins Korea House.
Das ist ein Ort, wo die koreanischen Traditionen gepflegt werden. Vor 10 Jahren hat hier am Fuß vom Drachenberg die Geschichte der Familie Jürgensen angefangen. Schön hier. Schönes Sein. Das sind schöne Fischchen. Ja, ganz Wow. Ja, die sind zu beschäftigt. Ja, Babyfische. Ja, genau. Wir hatten hier unsere Hochzeit. Wir haben hier vor etwas über 10 Jahren geheiratet, den Bund fürs Leben geschlossen. Und dieser Ort bedeutet für uns den Beginn unserer Familie. Also der Michelle haben wir das einmal erklärt. Wir haben ihr ja auch die Fotos gezeigt im Album. Und sie weiss, dass wir hier geheiratet haben. Die Lin ist das noch zu klein, sie kann das noch nicht verstehen. 12 Jahre ist es her, seit sich Dong Hee und Christian hier in Seoul bei der Arbeit lernen kennen. Hä, was machst du da? Du sendeln da. Da gibt dreckige Fingerli. Der erste Tag, wir haben zusammen getroffen. Ich habe gar nicht gedacht, er wird mein Ehemann werden. Nein. Ja, für mich war es ein bisschen anders. Ich habe sie vom ersten Moment, Liebe auf den ersten Blick, gesagt, wow, die Frau will ich heiraten. Und dann habe ich da natürlich ein bisschen daran arbeiten, dass sie eben auch so gedacht hat. Ich war mit den Kollegen unterwegs und man rechnet dann nicht damit, dass man eine Frau fürs Leben findet. Aber ich bin da so überrascht und positiv überrascht und fasziniert von der Dong Hee hier. Sie gesagt hat, wow, das ist meine Frau. Ein paar Monate später sind sie zusammengekommen. Es war Valentine Day. Genau. Valentine Day. Ja, ich sagte ihm, ja, ich liebe dich. Genau. Ja. Also, ja, das ist gut. Da kann die Schwester auch Buba machen. Buba! Pass auf, ja. Kann ich machen auch noch. Da hat also alles angefangen. Jetzt geht es in Richtung neues Abenteuer. Vor allem der älteren Tochter, der Michelle, fällt es zurückkommen in die Schweiz schwer. Es steht ihr noch ein harter Abschied bevor. Da gibt es heute schon noch etwas zu essen. Aha. Ja, genau. Ein paar Wochen später zu Muri. Daniela Stöckli hat gerade ein Treffen mit jemandem von der Flüchtlingshilfe und vom Kanton Aargau gehabt. Die Privataufnahme von Flüchtlingen ist eine bürokratische Herausforderung. Wir haben eine riesen Odyssee hinter uns. Das Schwierige ist, dass das von Kanton zu Kanton anders läuft. Es ist in jedem Kanton anders. Das macht es für die Flüchtlingshilfe schwierig, überall Bescheid zu wissen. Im Kanton Aargau habe ich heute erfahren, erst die zweite Familie, die das macht. Und es ist für die Gemeinde neu, es ist für den Kanton neu, es ist für die Flüchtlingshilfe noch schwierig. Und das macht alles ein bisschen kompliziert. Wir haben viele bürokratische Hürden müssen nehmen und viel Zeit investiert und Geduld und Nerven. Aber jetzt nach dem heutigen Treffen denke ich, endgültig habe ich ein gutes Gefühl und denke, es kommt stand. Haben wir das Büchlein mitnehmen? Der jährige Elliot hat den Besuch voll verschlafen. Und ich gehe noch nicht raus. Der Grund, wieso der Kanton da war, ist, dass er uns als Familie sieht, unsere Kinder kennenlernt und natürlich auch die Einlegerwohnung sieht. Da ist die Verbindung zu unserem Haus. Wir haben gedacht, da gibt es ein Schlafzimmer. Wir müssen schauen, wie es Platz hat, mit dem Schrank auch. Aber es kommt halt auch darauf an, wie viele Leute das dann kommen. Das wissen wir jetzt noch nicht. Hier ist das Wohn-Esszimmer. Könnte man allenfalls, wenn wir uns überlegt, ein Ausziehsofa einstellen. Das ist die Küche. Und die Bedingung ist eine eigene Nasszelle. Haben wir auch. Hier hinten ist das Bad. Ist noch nicht ganz fertig. Mit Dusche WC.
Gut ist auch, wenn sie einen eigenen Eingang haben. Das wäre bei uns hier. Ui, jetzt ist gerade geschlossen. Die Handwerker haben alle Schlüssel, darum können wir nicht auftun. Gell? Dann nehmen wir hier mal die Sachen aus dem Raum. Der Umbau ist fast fertig. Alles in allem hat sich Daniela die Aufnahme von Flüchtlingen einfacher vorgestellt. Manchmal sind wir schon ein bisschen verzweifelt, aber ich denke, es war für alle streng und es haben sicher alle daraus gelernt und es wird in Zukunft sicher besser. Durch das ist auch gut. Jetzt haben wir das mal durchgespielt und die Gemeinde und der Kanton haben sicher etwas mitnehmen an unserem Beispiel. Ja, es gefällt dir. Gehst du Skifahren? Die dreifache Mutter ist gerade auf mehreren Ebenen gefordert. Am meisten natürlich bei der eigenen Familie. Ich mache nicht so gerne Haushalt und Kochen auch nicht so. Ich bin Hausfrau nicht so gerne. Ich bin sehr gerne Mami, aber Putzen und Kochen ist nicht so mein Ding. Ich bin sehr gerne mit den Kindern. Ich bin sehr, sehr gerne daheim, aber mache lieber alles rund um den Haushalt daheim. Ah, das ist Prinzessin Sophia, so wie auf dem Bild. Die ist dann schön. Brauchst du noch ein Nasstüchchen? Es ist schon manchmal sehr stressig und ich merke schon, dass, wenn wir viel los haben, dass ich ein bisschen ungeduldiger bin mit dem Kind, mit dem Mann. Und dass alles ein bisschen schwieriger ist. Aber ich sage von mir, ich bin ein geduldiger Mensch und ich habe eine hohe Stresstoleranz. Jetzt kommt sie, Ella, dort ist sie. Freut sich dann an mich, wenn wir da stehen. Willst du runter, sie abholen? Es ist 12 Uhr, die Jael kommt von der Schule her. Hallo, Jael. Hoi. Hey, hoi, wie geht's dir? Gut. Gut, ja. Wie geht's im Husten? Besser? So halb. Hast du die Hände waschen? Dann können wir nämlich schon essen. Es ist für alle eine aufregende Zeit. Auch die Kinder planen, bis ihre neuen Mitbewohner mit dem Attribut Flüchtling einziehen. Die Kinder sind vor allem sehr gespannt und fragen immer, wenn sie kommen. Und freuen sich schon, glaube ich, auch, dass jemand kommt. Aber ich denke, sie können sich nicht vorstellen, wie das wirklich wird sein. Wir haben lange immer müssen sagen, wir wissen nicht, ob es wirklich kommt. Und ich denke, ab heute können wir ihnen sagen, mal, es kommt eine Familie. Es war ein stressiger Morgen und das finde ich eben das Schöne bei den Kindern, dass die auf die Realität, auf den Boden abholen und dass man dann wie einfach im Hier und Jetzt lebt sozusagen und gar keine Zeit hat, um am Morgen wieder zu denken oder sondern jetzt einfach mal zum Mittag isst. Willst du noch nicht? Ist genug? Ja. Das Affolter am Albis im Spital. Das ist Horror auf dem Rücken. Zwillinge von der Familie Götz kommen jeden Moment auf die Welt. Weil so eine Spontangeburt bei Zwillingen eher selten ist, sind alle in Alarmbereitschaft. Nicht nur Zara, auch die Hand vom Yves braucht eine Pause. Oh mein Gott. Sie machen es grossartig, Frau Götz. Der Spezialist für Steißlagen ist auch aufgeboten. Das zweite Kind liegt verkehrt. Es brennt jetzt wie Sau, gell? Ja. Ganz ruhig. Ganz gut. Ist es noch da? Nein, nicht. Warte noch, ist er nicht. Sarah, der nächste Weg. Nein, jetzt fällt es. Ja, jetzt kommt sie. Super.
Das Bübli ist zuerst da. Janik, was ist das? Jetzt ist es gerade super. Geht's dir? Ja, es ist unbeschreiblich eigentlich, dass echt alles stimmt und alles passt. Keine Zeit zum Verschnaufen. Es geht weiter. Drücken. Mach ich. Ja. Lassen. Ja. Gut. Super. Sie kommt in Steiss, oder? Das Mädchen hat einen Steißlag. Das sollte aber als Zweitgeborenes kein Problem machen. Und dann sind endlich beide da. Kerngesund. Ja. Geht's so? Ja, es geht. Wie heisst sie denn? Aline. Aline. Ja, hoi Aline. Ich bin überglücklich, dass wir das geschafft haben heute. Ja. Sie hat das so gut gemacht. Ja. Nicht gedacht, dass wir heute noch die beiden heute im Arm haben. Ja. Das ist super, Schatz. Und ihr auch. Ist alles da noch gut, dass sie still sind? Ja. Das ist unglaublich. 2 kleine. Perfekt, danke. Die Muri im Aargau bei Stöcklis. Passen wegen der Strasse. Wenn wir durch die Trottoir rüberfahren, Luana, darfst du auch gut aufpassen, gell, wegen dem Auto. Wenn du schauen, wenn es gut ist, darfst du rüberfahren. Gut. Muri ist eine Gemeinde mit über 7500 Einwohnern. Und die wählen eher konservativ. Dass Stöcklis Flüchtlinge aufnehmen wollen, hat die Runde gemacht. Es gibt Leute, die sagen, sie würden es nie machen, aber negativ hat sich nie jemand geäußert. Es gibt sicher die einen, die das nicht gut finden, aber es ist noch niemand auf uns zugekommen bis jetzt. Die Flüchtlinge sind hier ein grosses Thema. Über 140 Asylsuchende sind schon zu Muri untergebracht. Das passt nicht allen. Willst du klettern? Stöcklis hoffen, dass die Flüchtlinge, die bei ihnen einziehen, sich gut integrieren können. Ich denke, wenn man die einzelnen Personen dann sieht, die Familie kennenlernt, sind auch die Leute, die dagegen sind, vielleicht besser schöner darauf eingestellt, weil die haben dann ein Gesicht für sich, ein Mensch, ein persönlicher Mensch und nicht einfach nur Flüchtling anonym. Im Moment ist alles noch unklar. Sie wissen ja noch nicht einmal, wer da genau kommt bei ihnen. Ich mache mir schon Gedanken, wenn es schulpflichtige Kinder sind, werden sie hier eingeschult werden. Es sind ja dann auch fremdsprachige Kinder, die kein Deutsch kennen. Was sicher halt auch eine Mehrbelastung wird geben für die Lehrperson. Und das gibt sicher Reaktionen, wenn so ein Kind in die Klasse kommt. Und ich hoffe, es wird gut aufgenommen. Und ob das jetzt Flüchtlinge sind oder herzogene, fremdsprachige Kinder, sie werden versuchen, die Kinder zu integrieren und die Kinder lernen in der Regel ja sehr schnell. Jetzt heisst es Geduld haben und warten. Ein
Es ist noch früh am Morgen, Zoll. Es ist ein trauriger Tag für die 9-jährige Michelle Jürgensen. Sie muss Abschied nehmen. Für uns als Eltern ist es halt so, dass wir mit der Michelle mitfühlen. Wir spüren das, wir können es nachvollziehen, dass es ihr vielleicht nicht so gut geht. Es ist kein Freudentag für sie heute. So, aussteigen, warten noch schnell. Heute sieht sie ihre Klassengespendli zum letzten Mal. Die Michelle geht in die deutsche Schule Zoll. 3 Jahre war sie da. Für mich ist der Tag ein bisschen traurig und schon ein bisschen fröhlich, also gemischt. Ich musste meine Klassengespendli dann hier verloren. Also, mach's gut. Tschüss. Letzter Schultag. Wir können ihn dann holen wieder. Ja. Tschüss. Hallo, ne? So, Michelle. Tschüss. Ja, machst du noch ein bisschen mit, gell? Wir verabschieden uns noch nachher, Ja. gell? Also gut. Natürlich, das ist traurig Situation für Michelle. Aber das ist auch eine Teil von unserem Leben. Es ist aber auch Ungewissheit, wo komme ich hin, weil für sie ist es so ein dunkler Tunnel, wo man drin hineinkommt und weiß nicht genau, wenn dann das erste Licht aufflackert. Ich glaube, das macht ihr fast mehr Kummer. Ich glaube, die Welt ist klein. So, das ist nicht das ganze Ende zum ihrem Leben. Ich habe doch noch 4. Joa ist die beste Freundin von der Michelle. Die beiden haben sich gefunden. Manchmal wünschen wir, dass wir Geschwister sind. Wollen wir aber. Oder wenn man aus Versehen zu doll macht, dann ist der Kopf raus. Auseinander. Die beiden waren da immer unzertrennlich. Sie haben viel zusammen geteilt und erlebt. Ich werde das nicht sagen. Es ist traurig für mich. Und sie ist meine beste Freundin. Und ich muss jetzt noch beste Freundin suchen. Ich verstehe das, weil ich bin auch sehr traurig, dass ich meine allerbeste Freundin hier lassen muss. Ich glaube, es war ein Stopp, alle Kinder sind drin. Ja. Und vielleicht ist die Pause auch um. Warte, ich sehe mal. Oh, die Pause ist schon längst um. Die Michelle geht in die 3. Klasse bei der Monika Metzger, eine Schweizer Lehrerin, die in Korea lebt und hier der deutschen Schule Zoll unterrichtet. Jetzt kommt der wichtige Moment. Michelle, heute ist dein letzter Tag. Wir sind traurig, dass du gehst. Das weißt du. Und du weißt, dass wir ganz tolle Wünsche aufgeschrieben haben für dich. Und die wollen wir dir natürlich vortragen. Liebe Michelle, ich wünsche dir viel Glück in der Schule. Danke. Ich wünsche dir viele neue Freunde. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst. Deine Mathilda. Danke. Liebe Michelle, ich wünsche dir, dass du tolle neue Freunde findest und dass du eine tolle neue Schule hast. Ein gutes Leben wünscht dir deine Lydia. Das ist sicher schwer, weil sie ist hier sehr gut integriert war, hat tolle Freunde und Freundinnen. Und ich habe das schon mehrere Wochen gespürt, dass sie das beschäftigt.
Bitte. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und dass du mich wiedersehen kannst. Danke. Für mich war es, dass ich sehr gut war und auch ein bisschen traurig, wie ich sie verloren. Wir werden jetzt alle Wünsche in den Himmel hochfliegen lassen. Mathilda. Weil hier plötzlich ein Durcheinander entstand. Aufgepasst! Und los! Wir winken unseren Ballonen noch zu. Und mit all diesen guten Wünschen geht der letzte Schultag von der Michelle da am anderen Ende der Welt zu Ende. Wie viel? 30 oder 29. Im Spital Affolter am Albis ist es ruhig geworden. Die Familie Götz erholt sich von der Zwillingsgeburt. So, jetzt ist gut. Wir haben es geschafft. Ich hätte es nie gedacht, als wir heute in das Spital gelaufen sind, dass wir das bis heute Abend dass die da sind, ja. Und ich bin mega glücklich und einfach, ja, jetzt ist alles auch irgendwie, der ganze Ballast ist ab und ja. Ja, und eben sind auch beide gesund und es ist alles dran. Und genau. Auch sie eben, auch Sarah hat auch mit dem Blut jetzt, das war wirklich super gewesen, sie hat auch nichts gemacht und es ist wirklich eigentlich perfekt gelaufen und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es beiden gerade so gut geht. Aline, bist du am Schauen? Mein Bub, das ist der Jannik und das Mädchen ist die Aline. Ich bin auch stolz auf sie, wie sie das gemacht hat. Alle Geburten haben auch jetzt wieder. Also wirklich stolz auf sie. Ja. Ich liebe dich. Komm zu mir. Wir haben es zusammen geschafft. Ja, wir zusammen. Ja, die sind auch völlig kaputt. Das war jetzt auch streng. Sie haben sich ja aneinander. Ja, die merken sich schon. Und das nächste Mal bei Familie Sach, der Lionel und der Lea lernen ihre neuen Geschwister kennen. Noch ist die Freude gross. Wie heisst sie? Oli, genau. Stöcklis machen ihre Wohnung für die Flüchtlinge parat. Ja, jetzt kommen wir zusammen. Jetzt geht es wirklich nicht mehr lang. Ich bin schon ein bisschen nervös. Mit dem Baby, hallo, yeah. Es zieht eine junge kurdische Familie aus Syrien ein. Und die Verabschiedungen bei Jürgensens gehen in die nächste Runde. Dong Hee muss ihre Familie verlassen. Wir vermissen schon. Das und viel mehr Geschichten aus 3 Welten gibt es nächste Woche wieder bei SRF bei den Leuten Familiensach. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.